Egal ob auf dem Bauernhof, im Büro oder im Krankenhaus, zu tun gibt's immer was. Ab und zu innehalten, Leib und Seele in Einklang bringen, auch im Job. Darauf legt das Diakoniewerk Martha Maria großen Wert. Das Sozialunternehmen kümmert sich auch um die Gesundheit seiner Mitarbeiter. Zum Beispiel mit einer Wanderwoche in Hohenschwangau im Allgäu. Solche Angebote nimmt Brigitte Welde gerne an. Die 61-Jährige arbeitet schon seit 29 Jahren in der gleichen Klinik. Ich bin Krankenschwester und ich bin im Nachtdienst in der Klinik Hohenfreudenstadt. Man muss sagen, die Leute sind kränker geworden und die größten Herausforderungen sind eigentlich die psychosomatischen Krankheiten, zum Beispiel wenn Panikattacken kommen, wo dann abends oder in der Nacht auch besprochen werden muss, dass die Patienten kommen und ein Gespräch wollen einfach. Um gut für ihre Patienten zu sorgen, muss sie auch auf sich selbst achten und immer wieder ihre Kräfte sammeln. Das gelingt ihr am besten in der Natur, wie heute auf der Wanderung zum Alpsee. Wir sind heute Morgen aufgebrochen auf eine Wanderung. Wir haben den Alltag verlassen. Wir wollen frei sein, die Natur bestaunen, die Sonne genießen, den Duft der Blumen einatmen, Kraft tanken. Für eine solche spirituelle Auszeit gewährt das christliche Unternehmen Martha Maria seinen Mitarbeitern jedes Jahr 3 dienstfreie Tage. Diesmal im firmeneigenen Hotel in Hohenschwangau. Ein Unternehmen ist gut beraten, wenn es nicht nur fachliche Fortbildungen macht, wie beispielsweise Datenschutzschulungen, sondern auch Auszeiten anbietet für die Mitarbeiter, dass sie zur Ruhe kommen und aus der Distanz ihre Arbeit und ihr Leben anschauen können. Das ist sehr gut investiertes Fortbildungsmanagement. Rund 4.300 Mitarbeiter sind beim Diakoniewerk Martha Maria beschäftigt. In Kliniken, Kindergärten, Schulen, Heimen, Hotels. Helfen und Hören gehören zusammen. Wie bei den Schwestern Martha und Maria aus der Bibel, den Leitfiguren des Diakoniewerks der evangelisch-methodistischen Kirche. Als Jesus zu Besuch kommt, bereitet Martha für ihn das Essen, während Maria Jesus einfach nur zuhört, zur Ruhe kommt. Die eine rackert sich ab, die andere nimmt sich Zeit für Begegnungen. Beides ist wertvoll. In der Klinik führt Brigitte Welde viele wichtige Gespräche. Für die Patienten ist oftmals die Zeit nach dem Abendessen oder dann ab 8, 9, wo sie dann manchmal noch kommen und was reden möchten. Es war die eine junge Frau, die zum Fenster rausspringen wollte, weil sie Probleme mit ihrem Mann hatte und eigentlich keinen Ausweg mehr sah. Und wie wir dann so die Sache gehandelt haben, erstmal sehr langes Gespräch und dann das Versprechen, dass es sich nichts tut, solange ich den Arzt hole. Ja, das war eigentlich, finde ich, das Krasseste. Nach diesen Erfahrungen kann die Krankenschwester Schönes umso mehr genießen. Wie auf einem kitschigen Foto. Also richtig schön. Ich finde es wichtig, dass man den Kopf frei kriegt und dass Leib, Seele und Geist im Einklang sind. Es geht eigentlich nicht nur darum, dass man sich körperlich erholt, sondern dass man auch für seine Seele was Gutes tut. Siegfried Schäfer leitet die Wanderungen. Man merkt immer so, wenn die Tage so langsam zu Ende gehen, wie man da einfach ganz anders wieder zurück in den Alltag geht, wie man gekommen ist. Und das merkt man wirklich auch bei den Leuten. Mitarbeiterfürsorge lohnt sich. Brigitte Welde wird bereichert in ihren Job zurückkehren, mit neuen Kontakten und guten Impulsen.